Wort. Merci, Herr Präsident, Madame Minister, Koordinateur sportiv an der Gemeinde und die letzten Jahre immer mehr ein wichtig dazu bei, den Breitensport zu fördern, Vernetzung auch von den kommunalen Akteuren zu stärken und den Sport auch als Instrument für Gesundheit, Integration und auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. An demselben Kader muss aber auch geguckt werden, dass das auf klaren, transparenten und auch rechtssicheren Strukturen basiert, die sowohl die Gemengen wie auch die betroffenen Personen, denen auch Planungssicherheit gibt. Dafür hatte ich 3 Fragen, Madame Minister. Wie sieht die Rolle von den Koordinateur sportiv an der zukünftigen nationalen Sportpolitik, besonders im Kontext vom Breitensport, auch von der Gesundheitsförderung? Zweitens, wie ein Schritt gedenkt das Ministerium zu erholen für die Rolle an Finanzierung von den Koordinateur sportiv, auf eine klare und noch rechtssicher Basis zu stellen? An dritte Frage, wie geht der von den Koordinateur sportiv begleitet, für auch Qualität aufzusichern und auch erfolgreiche Approchen noch auszubauen? Merci. Merci, Herr Weilert. Madame Sportsminister Schultwurt. Vielmals merci für die Frage. Ich meine, erstens, der Sportskoordinator hat natürlich eine extrem wichtige Aufgabe, weil es den Terrain ist, den auf der Gemeinde Terrain ist. Und so können wir auch den Breitensport und noch die Gesundheitsförderung stärken. Das angefordert gehen no Covid, sich vom Minister Dan Kerscher und auch vom Minister Georges Engel Führer gefordert gehen. 2024 hat der Georges Michaud weiterentwickelt, mein Modell mein Gemeng lebt. Und wichtig ist, dass eine klare Definition, wo sich gemäht gehen als vom Sportskoordinator, erstens eine bessere Koordination, zweitens eine bessere Vernetzung von den Leuten Terrain, dass die nicht die Dosen, dass die wir den schaffen. Drittens dann noch Doffer aufpassen und besuchen. Und viertens schaffen sich und dem Aktionsplan, kommunalen Aktionsplan für den Sport zu fördern. Ich muss aber so, dass immer die letzte Decision bleibt immer um politischem Niveau an der Gemeinde. Das ist der Sportskoordinator, guckt das als seinem beruflichen Feld, die letzte Decision fällt natürlich Gemeindepolitiker. Am Moment haben wir 19 Koordinatoren an 31 Gemeinden. Froh wäre noch eine mehr rechtssicherer Basis. Biselo, also von Anfang an immer nehmen, oder als es gelaufen, über Konventionen. Mein Service schaffen drohen, für einen gesetzlichen Kader zu schaffen, für dass wir das mehr klar kadriert kriegen und dass die Vereine dann noch eine Sicherheit kriegen. Und das Gesetz kann natürlich auch aufbauen auf den Erfahrungen, die schon gemäht sind. Das heißt, die gehen dort angebaut. Dann, was das Ministerium möchte für die Qualität oder für die Koordinatoren zu begleiten, bei der ist das natürlich, Missionen sind vielfältig und dafür gehen Formationen nur gebeten. Das ist echt prozessbegleitend, sie sind im Januar angelaufen. Das zweite ist, für einfach methodisch standardisiert Instrumente zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel eine Bestandsaufnahme, was wird gebraucht an der Gemeinde. Der dritte ist Austauschplattformen. Ich meine, das ist immer wichtig. Wir haben da eine Party der Sportskoordinatoren, dass die auch können sich austauschen, für Best Practice auszutauschen. Und dann hilft das Ministerium auch begleitend beim Ausschaffen vom Aktionsplan, wann der Hilfe gebraucht wird, aber auch natürlich echt um methodischen Niveau. Wie gesagt, Enddecision hält immer die Gemeindepolitik. Merci.